Physik an der Schule kann heinz mal ziemlich langweilig sein. Neben Gotzi a Savini will mat der Option Physik am Alldach die Schüler vom Gegendeel überzeugen. Dafür hat trotzdem Option am Ende vom Jahr Wasserrakete gebaut. Die mussten aber auch getestet gehen. Wir waren dabei und haben ein paar andere gesammelt. Es sind ganz viele physikalische Prinzipien an den Run. Fängt man am Druck. Für die Rakete, die flieht, braucht einen Druckunterschied. Den Druck bannen muss man größer wie den Druck pausen. Und den Druck, die stößt das Wasser dann raus. Das Wasser, das rausgestoßen wird, also die hat dann eine Kraft, die von der Luft auf Wasser wirkt, und eine Gegenkraft, die von Wasser auf die Rakete wirkt. Das ist dann Newton 3 zum Beispiel. Das ist der Grund, wie die Rakete überhaupt in Bewegung gesetzt wird. Die Kraft die wirkt aber nicht ganz lang, von Wasser bis ganz raus ist keine Kraft mehr da. Da bleibt die Rakete in Bewegung durch die Acceleration, die sie am Anfang hat. Die Stuno sind die Regeln von der Cinematik am Spiel. Die Rakete steigt eine Zeit schon, dann geht immer mehr los, und dann erreicht sie den Sommet, und dann fällt sie immer wie schnell. Das ist das erste Jahr, wo wir Adoption hatten, wo wir ein Projekt gesicht. Und Herr Rodriguez hat das proposiert, für die Wasserrakete zu machen, weil wir sicher Projekte, die aber vom Budget hier machbar sind, und hier ist nicht ganz viel dabei, wo da ist. Das sind Wasserflaschen, das ist ein Plastik einfach. Und dann haben wir noch mit der Presspiste, wo wir das alles festmachen, und ein paar Gewicht dafür. Und da können wir einen Fallschirm normalerweise dabei. Das sind einfach Sachen. Und wie das so viel Physik daran steht, dass aber dann ein Flotteprojekt, du kannst ihn das so weit holen, wie er will. Das ist eine relativ witzige Anekdote, das erste Jahr, wo wir das gemacht haben. Da hatten wir das ohne Fallschirm gemacht. Ja, wenn du mit 6 Bar schaffst, geht das schon relativ hoch. An einem kleinen Winkel, wo es auf die Seite geht, geht es darum, wirklich an eine Richtung zu bringen, wo ich nicht will. Und im Galgebirsch, du hast ja nicht allein, du hast auch ein Pétanque-Terrain nicht weit. Und die ist dann zweimal auf die Pétanque-Terrain gelandet. Die erste Kehr war nach an der Reihe, da sind wir so sicher gegangen und wir haben gesagt, das könnte mich fair. Und die zweite Kehr war ein bisschen mehr kritisch, weil das dann ein Kaffee kam. Und da waren die Leute natürlich ganz wahrscheinlich nicht froh darüber. Dann haben wir seitdem auch immer Fallschirme dran angebracht.